Also ich bin im Fall am Weinfest und ich weiss nicht, ob es war, weil der schon ein bisschen zu viel getrunken hat oder so, aber ich habe so einen Deutschen kennengelernt. Der hat so komische Sachen gesagt, wie ich hatte zu viel Wein getrunken gehabt und in den Ferien mit dem Camper sind wir gefahren und haben dort auch etwas gehabt. Er hat immer mega viel so schräge Sachen gesagt, wo ich gefunden habe, ist das richtig? Weil ich komme damals mit einer Zeitformel überhaupt nicht raus. Okay, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir können uns ja mal kurz hinsetzen an den Tisch und ich erkläre dir mal ganz in Ruhe, wie die Zeitformen im Deutschen eigentlich wirklich korrekt aussehen. Das war super, das machen wir jetzt gerade. Also unbedingt dranbleiben. So, jetzt zeige ich dir das alles mal schön und wir schreiben das fein säuberlich mal auf, damit wir eine gute Übersicht haben. Tada! Okay, du hast dir ja mega Mühe gegeben für mich. Danke vielmals. Ich komme vor wie in der Schule. Also dann erklär mal. Genau. Ich sehe das gehabt nirgends oder getrunken gehabt oder was du Ja, gesagt hast. das erklären wir dann auch noch. Also, wir haben ja im Deutschen diese 6 Zeitformen. Oder vielleicht finden wir auch noch mehr, wer weiß. Aber es gibt auf jeden Fall diese 6 Zeitformen offiziell, auch wenn natürlich nicht alle davon jetzt voll krass im Gesprochenen verwendet werden, sondern hauptsächlich so die ersten 2 und dann noch das Futur vielleicht. Also so. Aber ja, auf jeden Fall haben wir ganz normales Präsens. Dann haben wir eben Perfekt. Ich habe Wein getrunken. So wird es ja auch in der gesprochenen Sprache eigentlich am meisten gesagt, wenn man die Vergangenheit ausdrücken will. Dann gibt es natürlich noch die schönere Vergangenheitsform, die also so in Büchern steht und so weiter. Ich trank Wein. Plusquamperfekt, ich hatte Wein getrunken. Braucht man, um irgendwie eine Vorzeitigkeit auszudrücken. Wenn ich also sagen will, ich bin aufs Weinfest gegangen, aber vorher hatte ich schon ganz viel Wein getrunken bei mir zu Hause. Damit ich so viel muss zahlen auf dem Fest. Futur 1, ich werde Wein trinken. Wobei auch hier, ja, kann man so sagen oder sagt man auch, aber viele sagen natürlich auch einfach, morgen trinke ich Wein. Also ich sage auch nicht unbedingt, morgen werde ich Wein trinken, sondern ja, morgen trinke ich Wein. Aber ja, Futur 1 und Futur 2, was man wirklich ganz selten hört. Ich werde Wein getrunken haben. Wenn ich in 3 Wochen aufs Weinfest gehe, werde ich Wein getrunken haben und dir richtig lustige Storys erzählen. So kann man das irgendwie aber verwenden. ich merke schon, ich finde es mega kompliziert. Ich habe das zwar alles mal gelernt in der Schule, aber eigentlich weiss ich nicht, wieso man 6 Zeitformen braucht, weil wir in der Schweiz brauchen ja nur 2. Also wir haben das Präsens, ich trinke Wein, oder ein Perfekt, ich habe Wein getrunken. Also ich bin auf dem Weinfest und habe Wein getrunken. Ich würde nie sagen, ich trank, das gibt es gar nicht. Also von Trinken, Ja. Vergangenheit gibt es nicht. Dann, ich habe Wein getrunken, habe ich auch noch nie gehört. Dann, ich werde Wein trinken, gibt es auch nicht. Wir sagen einfach, morgen trinke ich. Morgen gehe ich aufs Weinfest und dann trinke ich Wein. Also Ja. ich würde nicht sagen, ich werde Wein trinken. Es kann aber sein, dass man es im Fall in gewissen Dialekten so sagt. Zum Beispiel auch im Thurgauer Dialekt, wo wir das sind, weil das nachher Deutschland ist. Oder dass es auch immer mehr, die deutsche Sprache und ja immer mehr Schweizerdeutsch hinein kann sein, dass das so gesagt wird. Aber ich werde Wein getrunken haben, das würde ich gar nicht sagen. Also bei uns gibt es eigentlich wirklich nur Präsens und Perfekt. Okay, ja, wir können ja noch mal in diese ganze Perfekt-Präteritum-Geschichte noch mal etwas genauer eintauchen. Ja, das würde mich jetzt sehr Also ich interessieren. habe ja vorher gesagt, das Präteritum wird im Hochdeutschen auch nicht mehr so verwendet, findet man hauptsächlich so in geschriebener Sprache, in alten Büchern und so weiter. Aber das kann man natürlich nicht einfach so 1:1 so sagen. Es gibt zwar viele selbsternannte Sprachschützer oder so, die haben gesagt, oh weia,
Das Präteritum stirbt aus, wir müssen etwas dagegen tun. Rettet das Präteritum. Rettet das Ich Präteritum. stelle mir schon vor, das ist so eine Panne. Dabei gibt es gewisse Verben, da wird ausschließlich Präteritum verwendet im Hochdeutschen. Also zum Beispiel bei den Hilfsverben sein, haben, werden. Verwenden wir dann in der Vergangenheit immer das Präteritum. Also man sagt immer, ich war im Urlaub, ich hatte Muskelkater. Man sagt gar nicht, ich bin im Urlaub gewesen. Kann man schon sagen, aber ich würde sagen, das hört sich etwas unnatürlicher Komisch, oder? an. Mhm. Also vielleicht, das kann man auch mal so sagen, aber ich würde immer sagen, ich war im Urlaub, ich bin im Urlaub gewesen. Also es geht schon, aber es hört sich irgendwie in meinen Ohren zumindest etwas unnatürlicher an. Also deswegen bei den Hilfsverben, finde ich, da verwenden wir immer das Präteritum, auch bei werden. Also zum Beispiel, es wurde dunkel. Mhm. Wie würdest du sagen, es wurde dunkel auf Es Schweizerdeutsch? ist dunkel geworden. Ja, genau. Also das ist immer, und das ist eben auch so das Besondere oder das, was viele deutsche Ohren auch total aus der Fassung bringt, wenn sie zum ersten Mal in die Schweiz kommen, dass wirklich bei jedem Hilfsverb immer das Perfekt verwendet wird. Also eben wirklich immer ich gsi für war, het ka für hatte. Ja, also das ist echt wirklich immer perfekt. Und ja, Hilfsverben und auch Modalverben. Modalverben sind sowas wie können und wollen und mögen und Sollen. sollen. Jetzt ist gerade unsere ganze Wandtafel umgeflogen. So. Da sagen wir auch immer, ich wollte nach Hause. Wie sagst du? Ich wollte heim. Ich würde sagen, ich wollte heimgehen. Genau, ja. Aber Also lustig, auch immer, ich sage nicht, ich wollte, ich sage, ich wollte heimgehen. Nach Hause gibt es gar nicht. stimmt, ja. Ich wollte heimgehen. Ja. Ja, auch im Schwäbischen und im Badischen sagen die auch immer, ich will heim oder gehen wir heim oder so. Also so, und ich im Hochdeutschen sage halt immer nach Hause. Nach Hause telefonieren. Der IT ist anscheinend auch von Hochdeutsch übersetzt worden. Ja, so ist es. Genau, aber die Modalverben werden auch immer mit Präteritum verwendet im Hochdeutschen. Und dann gibt es irgendwie so manche Vollverben, da habe ich das Gefühl, bei manchen verwendet man mehr Perfekt, bei manchen verwendet man mehr Präteritum. Also zum Beispiel bei gehen, würde ich sagen, verwenden wir immer Perfekt im Hochdeutschen. Also wir sagen immer, ich bin nach Hause gegangen. Also wir sagen nicht, ich ging nach Hause. Das klingt eben total unnatürlich. Das fällt mir eben manchmal auf, wenn Schweizer wenn Schweizer Hochdeutsch sprechen und sie sind das nicht so gewöhnt, Hochdeutsch zu sprechen, haben nicht so viel Kontakt zu Deutschen oder wie auch immer, kriegen das alles nicht so mit. Dann versuchen sie immer ganz viel Präteritum einzubauen, weil sie denken, ah ja, die Deutschen haben ja diese Präteritum-Vergangenheit, die ich in der Schule damals mal gelernt habe, also Genau. muss ich die jetzt auch anwenden. Und dann sagen sie eben, ich ging nach Hause, und für deutsche Ohren klingt das dann so unnatürlich, weil man sowas eben nur in Büchern findet und nicht in der gesprochenen Das ist Sprache. aber lustig, weil ich habe nämlich immer gedacht, so früher, dass das Präterium das ist, wo man einfach normal redet. Bis ich dann mal mega lange mit einer Freundin hatte von Deutschland, die mir dann gesagt hat, nein, das ist das nicht so. Das ist wirklich etwas, wo du in den Büchern liest. Genau, aber irgendwie ist es trotzdem von Verb zu Verb ein bisschen anders. Also wie bei gehen, habe ich jetzt gesagt, ist absolut perfekt die perfekte Variante. Die perfekte Zeitform. Aber bei anderen, zum Beispiel bei kommen, da finde ich, hört man schon auch ziemlich viel kam. Also er kam an und hat Er dann... kam, sah und siegte. Ja, also zum Beispiel, er kam mit dem Zug an und hat sich dann was zu essen gekauft. Also ich würde sagen, er kam an, aber hat sich gekauft. Also ich würde nicht sagen, er kam und kaufte sich etwas, sondern und auch nicht, er ist gekommen. Gut, ja, je nachdem, kann man schon auch, aber er kam an und kaufte sich etwas zu essen. Und hat sich etwas zu essen gekauft, so rum. Also Ja. das klingt alles mega kompliziert, aber ich habe mal gehört, dass es Sprachen gibt, wo noch viel mehr Formen haben. Also alle, die sich als Schulfranzösisch mögen erinnern wie ich. Das war der Horror mit diesen 1000 Formen. Und ich habe gerade irgendwie gelesen, dass es Formen gibt, die irgendwie 5 Vergangenheitsformen haben und je nachdem ganz genau. Aber es gibt ja auch Sprachen, die gar keine Vergangenheitsformen haben, die einfach, also vor allem so auch afrikanische Sprachen oder auch zum Beispiel Mandarin, Chinesisch, wo dann einfach irgendwie, glaubst das heute, morgen oder gestern anhängst. Aber was ich da gesehen habe, was da fehlt, ist, weil wir haben nämlich nicht nur 2 Formen, wir haben noch eine
dritte Form, die da nicht steht. Ich habe die immer verglichen mit Futur Proche, weil ich das halt von der Schule aus kenne. Und das ist, ich gehe Wein trinken. Das fehlt jetzt da. Genau, ja. Oder im Englischen gibt es das ja auch, I'm going to. Oder ist das noch eine sonstige Sprache? Ja, also im Französisch, wie du gesagt hast, so Futur Proche oder auch also in den romanischen Sprachen, Spanisch und Italienisch, gibt es auch immer dieses, also mit dem Gehen halt, vado a comprare qualcosa, wäre das Pendant dazu und drückt halt so eine nahe Zukunft aus, ja. Genau. Also die Richtung oder dass man in der Zukunft irgendwas macht. Also man geht irgendwo hin und macht dann da etwas. Und ich meine, es gibt natürlich auf Hochdeutsch auch irgendwie, ich gehe einkaufen, aber es gibt halt nicht, ich gehen einkaufen oder sowas. Also, wobei es ja daher anscheinend ursprünglich kommt. Also aus dem Althochdeutschen haben wir, glaube ich, gelesen, ja, aus dem Althochdeutschen und eben umzugehen, also um in diese Richtung, also einfach, das ist dann nochmal ein zusätzliches Gehen, was die Richtung anzeigt, dass ich da dann gleich etwas mache. Und irgendwie hat dann die Standardisierung, also als dann sich das Standard-Hochdeutsch sich etabliert hat, da hat man das irgendwie als Dialektredundanz eingestuft, hat gemeint, okay, dieses zweimal gehen, das brauchen wir ja nicht, deswegen kommt das dann weg und das heißt dann nur noch, ich gehe einkaufen. Aber in den alemannischen Dialekten hat sich das eben noch so erhalten. Also im und verwendet Schwäbischen ihr das sagt man ganz das zum viel. Beispiel. Ja, im Schwäbischen gibt es das auch, dann eben nicht mit go, sondern da heißt es dann ge, oder im Badischen gibt es das auch, da heißt es dann gar. Also Irgendwie- unbedingt dranbleiben, wir werden nachher noch einen Einheimischen suchen, einen Eingeborenen, der uns das vielleicht noch sagen kann, wie das heisst. Weil im Moment können wir halt nur vom Schweizerdeutsch und vom Hochdeutschen reden. Aber ich finde es mega spannend, dass es eben bei uns gibt. Also eigentlich ist es ja mega einfach bei uns, nur 3 Zeitformen. Und ich finde das, ich gehe halt einfach mega cool, weil man es einfach gerade sagen kann, weil man es eben gerade nachher macht. Und wie du gesagt hast, es ist ja ein Weg. Es ist wie wenn ich so Zeitachsen habe. Ich gehe das machen. Ja. Hast du das am Anfang komisch gefunden, wo du Ja, da gekommen total. bist? Bist du nicht ganz draus gekommen, was wir Nein, meinen? nein. Also ich habe mich immer gefragt, was ist das mit diesem Go? Was soll dieses Go? Also, aber jetzt, wenn man das eben dann eine Weile gehört hat und damit dann vertraut ist, dann ergibt es natürlich absolut Sinn. Oder ja, ist das eine tolle zusätzliche Form. Also, und es ist vor allem irgendwie so eine Mischform. Wir wissen jetzt auch gar nicht, wie wir die eigentlich konkret benennen sollen. Also es ist so eine Art wie Verlaufsform, aber auch nahe Zukunft. Also oder diese Richtung eben. Ja? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es wirklich einen Fachbegriff gibt, der wirklich genau diese Zeitform irgendwie definiert. So wie eben Futur Proche oder so. Ja, vielleicht haben wir einen Sprachwissenschaftler Weil da es ist- unter uns, wo uns das vielleicht Es ist als Kommentar schreiben. sozusagen wie eine Verlaufsform in der Zukunft, so würde ich sagen. Aber ja, wie dann der richtige Fachbegriff ist. Es gibt ja auch im Englischen noch diese Progressivform zum Beispiel, sowas wie, also wenn man etwas gerade in dem Moment tut, ja, I am working, Das gibt I im am... Französisch ja, je suis en train de... Und eigentlich im Im Deutschen aber doch kann man nicht kann sagen, man ich bin im Begriff... Oder das heisst es noch nicht so? Na, das Wenn man wäre ja das gleich, das kommt. Aber wenn du Aha. wirklich in dem Moment das tust, Aha. Ah ja, stimmt. dann kann man ja sowas sagen wie, ich bin am Arbeiten. Ah ja, stimmt. Ich Also bin. die Form gibt es ja eigentlich auch noch. Die fehlt ja hier sozusagen auch. Also Genau. ich bin am Arbeiten heißt, ich bin gerade in diesem Moment am Arbeiten. Stör mich nicht, ich bin am Arbeiten. Das gibt es ja auf Schweizerdeutsch auch, oder? Ja, stör mich nicht, ich würde aber glaube sagen, ich bin gerade am Arbeiten. Oder ich bin am Nein, ich würde auch sagen, ich bin am Arbeiten. Genau, bin am Genau. Schaffen. Oder Also es ist genau das. ich bin am Video aufnehmen. Das bin ich jetzt gerade am Ja. machen. Ja, also insofern Und haben wir eigentlich später auch... werde ich dann Glasse essen gehen. Ja. Also insofern haben wir auch im Hochdeutschen und im Schweizerdeutschen auch so eine Art Verlaufsform. Auch wenn wir natürlich total oft sagen, ich arbeite gerade, dann ist es ja keine Zeitform, weil dann ist es einfach Präsens mit gerade, also mit einem temporalen Adverb zusammen. Ja, so ähnlich wie beim Futur 1, wo du auch gesagt hast, du bildest es einfach mit einem temporalen Adverb. Also du sagst, ich trinke morgen Wein. Also, Ja, oder das ist eben auch, würde ich auch so machen. Also das Futur 1 ist eigentlich auch eher so,
ja, für wirklich wesentliche Sachen in der Zukunft. Also, ja. Aber so in der gesprochenen Sprache fällt es dann oftmals weg. Und dann, was der Typ vom Weinfest gesagt hat, diese das komischen Sachen. Der hat auch, also du meintest, der hat gesagt, ich habe Wein getrunken gehabt. Das hört man manchmal so. Oh nein, ich glaube, er hat sogar gesagt, ich hatte Wein getrunken gehabt. Ich Oder glaube, er hat sogar so. mit hatte gesagt. Kann auch sein. Also dann entweder perfekt oder Plusquamperfekt mit einem gehabt noch hinten dran. Was wirklich extrem umgangssprachlich ist. Also das würde man wirklich in einem geschriebenen Text niemals finden. Und ja, ich denke mal, so sprachwissenschaftlich kann man das so erklären, dass man mit diesem gehabt nochmal zusätzlich die Vergangenheit ausdrücken will. Also es ist wie so ein zusätzliche, also dass man nochmal unterstreicht, dass es in der Vergangenheit ist oder ja, so. Falls da jemand noch eine bessere Erklärung dafür hat, dann immer her damit. Aber ich finde es mega spannend, dass wir haben so 6 Zeitformen und du hast ja gesagt, es ist eben so, bei Ethereum tut man viel wirklich schreiben und andere Sachen tut man wieder reden und ich finde es so spannend. Zum Beispiel im Französischen bin ich verschrocken, wie viele Sachen es dort gibt. Aber wenn man dann nach Frankreich geht und mit den Leuten redet, dann brauchen die auch nur irgendwie 2 Formen. Ja. Oder vielleicht 3 höchstens. Auch beim Englischen und so habe ich das Gefühl, die brauchen gar nicht so viele Formen, wie sie schreibt. Ich nehme an, im Italienischen ist das noch ein bisschen ähnlich. Im Italienischen ist es auch lustig. Da gibt es nämlich auch so eine Vergangenheitsform, Passato Remoto, die Das eigentlich aber schön. eben auch nochmal eine wirklich extra Vergangenheitsform. Und in so südlichen Gegenden wie Sizilien, da wird die ja noch total verwendet. Und auch in der gesprochenen Sprache verwendet man das dann immer. Aber im Norden kennt man das praktisch gar nicht. Da ist es dann wirklich nur in den Büchern, dass das dann noch so steht. Aber Ich will in Sizilien mehr Zeit, um das noch so... ja, das ist halt sozusagen noch ein bisschen traditioneller. Also, ja. Okay. Also es ist jetzt mega spannend gewesen. Wir werden jetzt dann gerade noch einen Eingeborenen suchen, also nicht abschalten. Aber ich habe es cool gefunden, wie du mir das alles erklärt hast und ich glaube, wir werden das wieder machen, weil wir haben herausgefunden, es gibt noch ganz viel Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch oder eben allgemein den alemannischen Sprachen und Genau. Unbedingt den Kanal abonnieren, Ja. damit ihr wieder etwas sehen könnt, wenn Genau. Marie ganz interessante Sachen erklärt mit ihrem Whiteboard und uns 2 siehst du beim nächsten Video. Bis dann, tschüss zusammen. Tschüss. Ich bin jetzt gespannt, ob ich da jemanden treffe. Da vorne sehe ich schon das Exemplar. Mal schauen. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Nein, an Kreuzheit muss jetzt geschaffen gehen.